Der Robbie Mehlen hat so geschwert Paparassen. Die wird dann all Betrieb noch ein bisschen Erfahrung der Mutter. Wie gesagt, als Landwirtschaft ein Extremfall durch die Überregulierung von Bresel von der Sorte Verbayer kriegt, mit dem gehen wir irgendwo gleich nicht mehr eins. Da das ist, also ich gehe mal so, dass die Verbayer kriegt, aber bei den Betrieben ist es ganz extrem, dass du für all damit ein Zettel geschickt kriegst, wo du Formular muss ausfüllen, den dann so umschrieben hast, dass du bald auf der Kunden studiert, für das zu verstehen. Und das wird immer mehr schlimm. Und da könnt ihr mit der Kontrolle noch dabei, all die verschiedenen anderen Betriebe zu kontrollieren. Das geht irgendwann viel zu viel. Entweder wir machen als Erbisch dabei anständig, von den das Büro nicht möchte und von dem ich anständig möchte, dann geht das dabei auch nicht, weil das hängt ja alles zusammen. Die so eine Kontrolle, was für eine Kontrolle mengt das? Wenn ich als Verbraucher Kontrollen denken an einen Betrieb, dann denke ich Lebensmittelsicherheit. Dann denke ich, die Kontrolle gemerkt wird, dass der Wiftdeck, den ich halt nur im Keller habe, dass ich den auch ohne schlecht Gewissen zu haben, an ohne meine Gesundheit aufs Spiel zu setzen kann. Das ist für mich Kontrolle, oder was versteht ihr? Ja, Kontrolle? Ja, sicher. Die musst du ja aber sehen. Die geschehen aber größtenteils nicht an den Betrieben. Ja. Also ich muss sagen, ich kann ja wissen, ob es von Molkereiwesen, das Milch an der Molkerei, und du kannst ja alles zusammen, das ist ja ein riesen Tanken, die geht so exakt in der Sicht. Du hast diesen Direktrenk hier gesagt, das ist so, wie wenn du ein Stück Zucker ging, an den Bodensee geheim, da fand er nach well rum. So exakt sind die Tester auch. Das ist passiert mit Fleisch und so. Und du hast eigentlich an den Betrieben, Mann, das was ganz viel hast, das ist mit dem verrückten System von Primen, wo am Anfang geholt Verwaltung schon voraussetzt, dass der Bauerin aus der schwindelt. Sie gehen mal davon aus, wie immer denken zu tun, der schwindelt. Und so obsessiv sind sie dann. Platz, dass wir umgekehrt sind, dass wir davon ausgehen, dass das ehrlich Leute sind, die ihren Job machen. Und dann sind die Kontrollen ein bisschen mehr koordiniert. Das kann ich da all der und anderen durchstehen, dann nicht mehr so. Was wir dann lernt, wo dir als ADR so, Robbie Mehlen, der Toten, wer das, was man an dem Jahr müssen, nur für die Landwirtschaft in der zu greifen. Für das auch den Krebsgang von den Betrieben, dass man den gestoppt kriegt. Weil irgendwann setzen wir ja Lebensmittelversicherung komplett aufs Spiel. Wenn wir keinen Bauernbetrieb mehr am Land tun, dann bezahlen wir noch mehr für als Milch. Das ist wir haben 2000 Betriebe, davon hast du ohne Successor und die anderen halten da sind nicht immer, weil oft kann er noch zu klein sein oder so. Also es gibt wirklich Zeit, dass das sich radikal dreht. Meine Wunschvorstellung wäre, dass das Minister an den Verwaltungen, Service überall an das sie so weit wie möglich gingen aus dem Ganzen so zurückziehen. Wir haben im Moment ein ganz Armada von Leuten, die nicht hier sitzen, Bauern zu kontrollieren, als uns zu anderen hierarchisch zu machen. Das ist nicht spitz formuliert. Wie das ging, die Bauern hier Organisation, die Landwirtschaftskammer an Situation setzen, für die Bauern, weil sie auch Kleinbetriebe waren. Und durch den Handwerksbetriebe und die kleinen Kommerzbetriebe auch nicht ernst tun. Das Landwirtschaftskammer ihnen einen ganzen Teil von der Erbestien aufholen, von den Paparassen, so organisieren, alles, dass sie nicht mehr zu viel damit geblut werden. Und das Ministerium ging sich just auf seine Rolle beschränken. Das wäre erstens, Verhandlungen zu Bresel zu führen, und zweitens, effektiv, das zu kontrollieren, die Kontrollen, die müssen gemerkt werden vom Finanziellen her. Was Cour kommt, normalerweise möchte für sie auch die Obligation von Bresel irgendwie zu gucken, dass kein Hilfen, die von Bresel kommen, dass die fraudiert sind, dass die irgendwie zu Unrecht herausbezogen sind. Und da wäre Schluss. Und dann, das soll an die Hände von den Bauern selber kommen, das soll die Landwirtschaftskammer mehr an einer positiven Approach und nicht wie sie mit einer negativen Approach. Mit dem Helikopter, wenn wir Brasel mal einen am Gang, ein Foto, Gülle zu feiern, den am Fundrunde, das wirklich schwer. Carmen Birkel, was gibt dir noch Wünsche für das Parcours, bis da der Betrieb überholt wird, nicht den Courage verliert? Was gibt es bis dahin Wünsche? Die Hunde ja festfüllen, so wie ich raushöre, dann Hunde wird alles. Ja. 50% wird möglich. 50%. Aber ich mir wünschen, dass die Bauern mal Realpreise für ihre Produkte kriegen. Und dass man nicht der Konsument bereit ist zu bezahlen? Ja. Ja? Also, wenn wir kehren, die haben sich der Weg hat sich verdoppelt praktisch an Zeit von einem Jahr. Das mischt am Brätchen so wenig aus, dass der Konsument praktisch nicht mehr. Wenn du mehr drauf geschlagen hast, dann sind die dazwischen sind. Sie wird Malerei, sie wird Bäckerei, sie wird die Kommerz.
mit de Wees mischt als Mattia Premier am Breitchen nëmmen e pur Prozent aus. Und da will ich als bisschen mehr effektiv am Schnitt kommen von dem, was der Konsument bezahlt. Am Schnitt kommen 30% beim Bauern. Dann hat das irgendwo der Tisch. Dafür muss ich gut aufpassen. Wenn die Preise klammen, das gut nicht, dass am Geschäft so gewaltig springen muss. Also ein fairer Preis hat gerne für das, was er an 2-3 Jahren produziert. Genau, dass man nicht von der Subvention aufhängt, sondern von Prämien aufhängt. Das soll Schlusswort dann noch gewirrscht. Sie kamen wirklich so nicht vielmals merci, wenn wir sind einen umkommen. Merci auch Robby Mehlen. Ich soll noch vielmals merci nach einkehr dem Misch an dem Elsie vom Café Delray Meier von Ningsen. An die nächste Sendung wollen wir ab den 1. Oktober. Wenn man hier Mendes, ob sie mehr dauert, wo das gesehen am Zeiten auf www.rdr.lu. Merci bis Diana Keier.